So Freunde, weiter geht's bei Ocarina of Time Master Quest. Und bevor der eigentliche Part beginnt, muss ich noch etwas erklären. Und zwar ist am letzten Part ein kleines Malheur passiert. Soll heißen, als ich den Part fertig abgedreht hatte, habe ich doch glatt vergessen abzuspeichern. Ich Vollhirni! Das heißt, ich konnte den letzten Part nochmal nachspielen. Also zumindest seit der Schießbude. Ja. Und das erklärt auch, wieso wir hier eine zweite Fee haben. Denn als ich noch kurz was mit der Quest gemacht habe, hier von Bigon und so mit der Säge, na ihr wisst schon, da habe ich noch kurz eine zweite Fee geholt, und zwar im dortigen Feenbrunnen, der ist da in der Nähe des Waldtempels, nur damit ihr nicht verwundert seid. So, und der Grund, warum ich jetzt hier wieder an der Zitadelle der Zeit anfange, ist derjenige, denn wir haben hier noch etwas zu erledigen, und zwar uns ein Lied abzuholen. Habe ich auch letztes Mal komplett vergessen. Und da ist er schon wieder. Sheik, der Sheikah! Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten, und du hast Sali erweckt. Ja, okay, das stimmt nicht mehr so ganz überein mit den aktuellen Ereignissen, weil ja, im Grunde genommen ist er uns ja schon im letzten Part begegnet, da im Feuertempel. Aber gut, von Nintendo war es eigentlich geplant, dass wir, nachdem wir den Waldtempel gereinigt haben, dass wir hier zurück in die Zitadelle der Zeit kommen. Ja. Aber das haben wir kurz übersprungen und ja, deshalb quatscht jetzt noch davon. Doch sie ist nicht die Einzige, die deiner Hilfe bedarf. Um alle Weisen zu erwecken, mussten noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen, in die Tiefen des Wassers und sogar durch die Zeit. Ja, damit spricht die restlichen Tempel an. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert in einem Zeitenfels. Tust du dies, so reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Geil, Mann. Und das werden wir, denke ich, noch einige Male beanspruchen. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten, die Kantate des Lichtes. Das Lied, das du spielen musst, um zu der Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts, wie ich eben schon gesagt habe. Voll rausgezogen. Du. Ein schönes Lied, wie ich übrigens finde. Alles klar, spielen wir. La 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 la. Du. Und schon haben wir das nächste Lied erlernt. Die Kantate des Lichts. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Boah, ey. Ist das krass. Michael, wir sehen uns wieder. Glaube ich auch zumindest. Wow. Gut, Freunde. Und weiter geht's, würde ich sagen, oder? Ja, zurück zum Feuertempel. Heißt jetzt die Melodie noch? Nee, komplette Kakalores. Auch nicht? Wie war das jetzt schon wieder? Hä? Also das... Alter, das kann wohl nicht sein, dass ich das Polär des Feuers bereits wieder vergessen habe. Komm schon, komm schon. Und da, rechts. Haben wir doch gemacht! Achso, ich habe zuerst runter, rechts gemacht. Das ist sowas. Du. Statt rechts runter habe ich runter, rechts gemacht. Ja. Was soll's? C'est la vie, zurück im Todeskrater. Und betreten wir den Feuertempel. Übrigens, mein Lieblingstempel in Ocarina of Time. Aber ob es auch mein Lieblingstempel in Master Quest ist, wer weiß. Autsch! Oh. Kniescheiben voll durchgebrochen. Naja. Aber auch das muss sein. Juhu, hier sieht's noch ähnlich aus, Gott sei Dank. Was sagt die Karte? Noch nichts, oder? Hätte mich auch überrascht. Gut, sind ja noch Fledermäuse irgendwo? Da sehe ich eine.
bisschen Ziel schießen. Mit der Steuerung, wenn die mal so klappt, wie ich das gerne hätte. Hä? Moment mal. Oh! Okay, sag mir ähnlich. Alter! Hä? Hat hier einen Eingang? Och nö, ey, bereits der erste Raum ist komplett anders als im Original. Link, willst du bitte mal... Geht doch. Ich wollte 2 Herzen haben und keine Magieflasche, aber bitte. Ich habe auch einen Schlüssel. Okay, hier kann ich nicht hoch, nicht wahr? Nö, geht nicht. Kann ich hier hoch? LOL. Was ist denn jetzt das hier? Ist das anzünden oder was? Hier wäre also. Da geht's nicht lang. Aber auch einen Stahlhammer dafür. Ach du grüne Neune. Jetzt wieder runter rein. Ich will aber noch etwas testen. Klappt das vielleicht gleich? Bezweifle es. Ich dachte einfach das Feuer hindurch. Könnte das vielleicht anzünden? Nee. Will nicht. Von mir aus. Gehen wir halt hier lang. Ich hoffe, es ist keine Tricktüre. Nö. Was zum... Oh nein. So ein... Nein, mein Schild! Du hast eine Rüstung verloren. Naja. Kümmere mich nicht großartig, da wir es sowieso gleich wieder zurückbekommen. Oder auch nicht. Au. Der ist mir viel zu nahe. Da einfach meine Items bieten. Die Goronenrüstung. Und wo ist jetzt mein Schild? Hallo, mein Schild. Hä? Ach stimmt, was, die fressen wirklich ein Schild auf dauerhaft? Na, ist ja super, hey. Mein Schild ist im Arsch. Der Part fängt ja super an. Oh mein Gott. Das ist eine Absicht? Naja. Okay, zumindest haben wir jetzt ein Hylia-Schild wieder. Aber damit, ja. Nintendo hat wohl damit gerechnet, dass wir hier den Schild verlieren. Das ist ja mal ganz toll, wie komme ich jetzt hier durch? Ich will jetzt hier wieder raus, aber das bringt mir auch nicht viel. Kann ich den Ding befreien oder mit ihm reden? Bitte, friss mich nicht. Wenn du mich frisst, wird er ganz schlecht werden. Ja, das glaube ich allerdings auch. Du würdest es bereuen, das sowieso. Weiter bekommen wir von Darunia links und rechts ordentlich eine verpasst und darauf kann ich gerne verzichten. Ja, ganz toll. Wie geht's denn jetzt weiter? Hallo? Ich habe keinen Schlüssel, ich habe nie nichts gekriegt, also sind wir am Arsch. Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Was treibe ich hier für eine Scheiße? Das kann ich doch ganz einfach testen. Ich habe doch Dienstfeuerinferno dabei. Mann, ich vergesse immer den Zauber, das gibt's doch nicht. So, Link, volle Power! Zumindest mal testen, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir hoffe. Oh, sieht doch ganz gut aus. Ist der auch angegangen? Ja, und weiter. Da ging aber keine Türe auf. Das brennt ja immer noch. Feuerio, sage ich dazu nur. Muss die auch noch anzünden? Link, die falsche Taste. Feuerinferno! Toll. Es brennt zwar alles, aber davon kann ich mir auch nichts kaufen. Habe ich einen Schalter übersehen? Hä, wieso brennen die beiden da unten nicht mehr? Oh, von der Zeit her müssen alle gleichzeitig brennen. Muss halt irgendwie zentral machen. Ich versuche es nochmal. Ich habe ja genug Magie. Noch. Ah. Hatte ich mit meiner Vermutung also doch recht. Okay Leute, dann geht's also nach links weiter. Ganz normal nach links, denn da müssen wir sowieso hin. Und da ist schon Darunia. Wer ist da? Bist du es, Michael? Tatsächlich, Michael. Du bist erwachsen geworden. Ein richtiger Mann.
Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, Alter, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Gorunen der Bestie zum Fraß verwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkappt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ach du Scheiße, na das müssen wir doch unbedingt verhindern. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Viel Glück. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet, doch mir bleibt keine Wahl. Michael, als sein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Oh ne, jetzt kann er damit wieder mit dem Bruder Quatsch. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Michael. Ja, mache doch. Der kann dann ohne Master Key durch. Und was mich noch mehr überrascht, wieso schließt er die Tür wieder ab? Alter! Ich meine, okay, ohne Master Key durchkommen ist eine Sache. Aber uns wieder hier ausgesperrt zu lassen, ist was anderes. Darum hat sich auch ein bisschen verändert. Okay, mal kurz schauen, was sich hier links befindet. Nicht gerade viel, wenn ich das mal so sagen darf. Ist das ein Gorone? Nee. Nur eine Truhe, nur eine Truhe. Kann ich das vielleicht irgendwie... Ja. Rubin, der bringt mir auch grausam viel. Danke, Link. Dass du mich hier lächerlich machst. Okay. Wo kann ich denn hier ein bisschen Feuer entzünden? Da drüben vielleicht? Na, mal schauen. Verdammt. Ich habe bald kein Mana mehr. Das gibt's doch nicht. Ich stehe ein bisschen falsch. Ich hoffe, das Teil brennt noch eine Weile. Dann steht noch hin. Okay. Der Tempel macht mich jetzt schon wahnsinnig. Das gibt's doch wohl nicht, hey. Ich wollte an der Fackel anzünden. Toll gemacht, Link. Wieder mal 1A. Kann ich hier gerade weiter? Nö, jetzt darauf. Nö. Oje, Leute. Und das war mal mein Lieblingstempel. Zumindest im Original, aber hier Master Quest. Ach du Scheiße. Toll. Ist ja ganz super, jetzt brauche ich den doch wieder. Na. Yep. Upp. So, und Mana. Komm schon. Nichts mit Mana. Mana. Link. Mana. Feuer nehmen. Ich sagte Magie. Nix. Hier, bitteschön. Ja, voll vorbei natürlich. Okay. Ah, schon ein bisschen besser. Na gut, wie stelle ich mir jetzt am besten hin, dass... Hat Rubin überhaupt etwas? Rubin? Hat sie immer noch Rubine drin? Vor allem nur einen. Oh ne, hier oben auch noch. Ach du Scheiße. Na okay. Müsste eigentlich bei beiden funktionieren. Gut. Such mal den da drüben gleich mit anzuzünden. Bingo! Blind geschossen, trifft doch immer. So, jetzt hoffen wir mal, das ist nicht mit einem Zeitcounter oder so. Weil sonst könnte ich am Arsch sein. Komm ich jetzt wieder am besten rüber. Ja, müsste klappen. Nein, Link! Link! Alter! Ja, da bist du selber schuld. Frag mich sowieso, wieso kriege ich überhaupt Schaden? Ich meine, hat man die Feuerrüstung an. Das war auch wieder clever. Aber vermutlich habe ich keine feuerfesten Schuhe an. Das dürfte es sein. Oder aber das hier, dass da unten halt nicht irgendwelche rote Grütze ist, sondern halt richtige Lava. Das dürfte vielleicht auch noch ein Faktor sein. Jetzt mal hier ist ein Schlüssel drin.
Und ich hatte recht. Gut, den Raum hätten wir soweit. Hier gibt es sonst nichts mehr. Ich muss sagen, der unterscheidet sich doch ziemlich von dem im Original Ocarina of Time. Weil da gab es doch 2 Räume, soweit ich mich erinnere. Sieht hier aber eigentlich auch so aus. Hä? Ist hier was übersehen? Nee, da geht's gar nicht weiter. Seltsam. Oder ich kann keine Karte lesen. Das wäre die andere Variante. Jupp. Nick, wieso springst du so schief? Link, der Skispringer, das wird mir vor allem dann in die Quere kommen, wenn es darum geht, den Stahlhammer zu besorgen. Da erinnere ich mich noch gut an das Original, da war das auch so ein beschissener Weg. Hey. Ich bitte nicht, dass er keine Magieflasche mehr hat. Moment, den Schlüssel habe ich ja. Behalte ich den überhaupt, wenn ich jetzt den Tempel verlasse oder nicht? Müsste ich eigentlich, oder? Weil jetzt sind doch die Krüge wieder da. Das heißt, den Schlüssel habe ich auch wieder. Ja, bingo, geht doch. Ja. Dann hätte ich mal den hier. Gut, sehr gut. Und durch die Türe. Befreien wir mal den ersten Goronen. Oh! Was? Oh, vielen Dank auch. Na, da siehst du, hä? Willst du kämpfen? Ein bisschen zu wenig Platz hier. Ja, spring mal. Komm schon. Oh, der andere kommt auch noch. Den anderen habe ich nicht gemeint. Tja, Leute, es ist nur noch eine Frage von Stunden. Gut, dann hätte ich mal jetzt den noch relativ schnell besiegen und... Oder das andere jetzt verschwunden. Weil sonst könnte der andere wieder auferstehen und darauf habe ich keinen Bock. Ne, der kann nicht mehr. Gut. Dann wird es relativ easy. Wie gesagt, es wird relativ easy. Easy peasy. Und alles noch in diesem Party. Das war alles? Fei, hast du da was? Wenn es der grüne Dracht ist, ist das eigentlich immer ein Zeichen, dass hier etwas sein könnte. Die Frage ist bloß, was? Oh, ich Trottel, jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit vergessen habe. Oder? Habe ich das wirklich vergessen? Und zwar spreche ich von der Vogelscheuchenpolka. Die habe ich doch im Original auch hier gebraucht. Gut, das war zwar, glaube ich, nur für ein paar Skulpturas, aber... Nee, es gibt doch keinen Sinn, warum sollte die hier sein? Einfach die Hymne der Zeit hier spielen. Gibt es auch keinen Sinn, wieso, aber... Versuch... Ja klar, die Krabbelminen. Aber versuchen kann ich es mal. Ah, ja, jetzt das Lied schon wieder. Na, versuch's mal. Moment. Jetzt geht's wieder, die Hymne der Zeit, la 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 la, passiert was? Nö, gut, können wir weiter. Vielleicht die Hymne des Sturms da spielen, aber die habe ich noch gar nicht. Müssen wir mal besorgen. What the fuck? Ein Eisenritter hier? Den finden wir doch eigentlich frühestens erst im Geistertempel. Ja, normalerweise. Ich sag auch, Master Quest ist verrückt hoch 10. Eine Fee? Nee, das ist ein Navi. Ich dachte schon, ey. Hä? Was zum... Ist doch nicht Navi. Hallo Fee? Was war denn das gerade für ein Glitch? Ich brauche ja Bomben, ich mache doch gar keine Bomben. Funktionieren die echt bei den Rittern? Haben wir noch nie ausprobiert. Heilst du mich jetzt gefälligst mal? Hallo, Fee! Ja, geht doch, hey. Okay, irre ich mich nur oder ist Master Quest ein bisschen verbuggt? Habe ich genug Energie? Na, wie wollt ihr irgendwie was? Na egal. Wecken wir ihn mal auf, was? Und so auf die feurige Variante!
Was für ein krasser Sound, hey. Wow. Naja. Schwierig dürfte ja nicht sein. Voll daneben. Hallo, hier bin ich. Na, schlägst du mal zu? Wow. Ja, daneben, hier. Ein bisschen schneller, das kratzt mich aber nicht die Bohne. Ja, ja, komm nur, komm nur. Ich habe schon mal 2 von einer Sorte zur gleichen Zeit erledigt. Da werde ich wohl auch packen, hä? Ja, ja. Und das war's. Also in Twilight Princess sind sie ein bisschen stärker. Das nur ein bisschen, aber immerhin. Und ich frage mich die ganze Zeit, wann ich mal den Part beenden soll. Oh, noch eine Fee? Es gibt ja so viele Feen. Na gut, es gibt in Ocarina of Time sowieso nur 4 Flaschen, die behalte ich mal. 2 Feen reicht doch locker, hey. Ich spiele es nicht in einem 3-Herz-Run, also von daher dürfte das jetzt nicht so das Problem sein. Ja. Noch eine Fee. Alter, Scheiße. Soll ich jetzt wirklich? Ja, wisst ihr was? Ich versuch's mal kurz. Vorausgesetzt, die Fee bleibt noch eine Weile. 7 Jahre alte Sauermilch. Uah. Und da kann da nichts abgezogen wird, wundert mich immer noch. Und die Fee eingesackt. Very nice. 3 Flaschen mit Feen, das reicht locker. Vor allem muss ich die am Schluss sowieso wieder freilassen, bevor ich die 4. Flasche sammle. Und weiter geht's. Muss langsam mal im Boden sein. Oh nein. Jetzt schon? Ein bisschen zu früh. Moment, wie war das die Strategie schon wieder? Ach, da steht so, ja, das. Aber bleibst du mal stehen! Link, was machst du da? Genau so sollst du es machen, nicht anders. Alter, springt einfach mal ins Feuer. Hallo? Immer schön drauf, auf die 12. Auf den Arsch in dem Fall. Na, kommt irgendwo. Und er hattet ab. Ja, Freunde, ihr seht schon, der erste Zwischenboss hier ist relativ easy. Aber doch ein bisschen zu früh, um ehrlich zu sein. Hier ist alles komplett auf den Kopf gestellt worden. Das ist schon verrückt. Ups. Ein bisschen Schaden gemacht. Was soll's, ich habe genug Herzen. Gut, jetzt machen wir einen Sprungangriff, wenn es klappt. Nö, voll ins Feuer gesprungen. So, voll in die kleine Flamme. Was zum? Okay, der ist mir neu. Also mit dem Gegner hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Das müsste auch mit der Bombe gehen, oder? Zumindest soweit ich noch weiß. Ich habe es nie mit der Bombe gemacht, aber es geht auch so. Was machst du jetzt? Hallo, Alter. Steht einfach eine Weile rum, ihr bestellt nicht abgeholt. Na, warte. Ups! Das war mein Fehler. Und das... Wow. Das war knapp. Ja, wie jetzt kriege ich jetzt schon einen Stahlhammer? Ich erinnere mich, dass das beim Original Ocarina of Time noch ein bisschen anders war, da mit dem seltsamen Weg und so. Jetzt hätten wir den Master Key, beziehungsweise hätte Darunia uns nicht ausgesperrt, könnten wir ihm jetzt schon zu Hilfe eilen. Tatsächlich der Stahlhammer und das im ersten Part. Verdammt kriegen wir den früh. Okay, mal kurz auf die Karte sehen, damit ich nicht den falschen Weg gehe. Genau, jetzt kann ich einen anderen Goron befreien. Ist doch cool, Freunde. Dann würde ich sagen, das machen wir noch. Machen wir jetzt den Stahlhammer hier. Genau, das machen wir jetzt noch in diesem Part und dann... Bin ich richtig? Nee, bin komplett falsch. Aber das trifft sich gerade gut. Weil hier hat es nichts drin. Nein, ich hatte eigentlich gehofft, noch meine Magie ein bisschen aufzufrischen, aber gut.
Ja, gehen wir halt hier weiter. Und befreien endlich den Goronen. Ach so, das brauchen wir den Stahlhammer, wa? Der Schalter sieht verrostet aus. Ja, was du nicht sagst. Und BÄM! Voll raufgehauen. So, quatsche noch kurz mit ihm. Hallo, Alter. Siehst du mich mal an? Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Oh, sich hat der Runja dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut, Alter. Hilf der Runja. Yes. Und sie sind alle wieder glücklich. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, es klappt. Ja, Freunde, dann haben wir das soweit alles für den ersten Part. Wir haben sogar das Dungeon-Item bereits erhalten. Wohlgemerkt noch vor der Karte oder dem Kompass. Was ja hier im Master Quest sowieso nichts Seltsames mehr ist. Mann, Link. Zielen ist nicht so seine Stärke. Ja, immer noch die Feuermauer. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, im nächsten Part können wir direkt oben weiter, da wir das Dungeon-Item haben. Und ja, ich glaube mal, der Feuertempel ist dann schon bald wieder beendet, oder? Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber eins ist sicher, der ist verrückter als jemals zuvor. Und ob der in Master Quest noch mein Lieblingsdungeon ist, naja, das wird sich noch zeigen. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal bei Ocarina of Time Master Quest im Feuertempel. Ciao zusammen!